Als dieses erste Menschenpaar sich gegen Gottes Gebot entschied und der Lüge Satans folgte, da zerriss diese Beziehung, dieser Lebensfaden nach oben. Die Sünde trennt von Gott und führt ins ewige Verderben. Aber er ruft uns, wenn es um die Person Jesus geht, dann gibt es auch für uns nur zwei Möglichkeiten. Und an ihm entscheidet sich unsere Zukunft. Himmel oder Hölle. Wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Wie viele leben heute genauso? Sie denken überhaupt nicht an die Ewigkeit, nur an das Zeitliche. Aber es reicht nicht, dieses Angebot zu kennen, man muss es einmal annehmen. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Michael Putzi. Ich bin 51 Jahre alt, glücklich verheiratet mit Felicitas. Wir haben 5 wunderbare Kinder. Das sind ganz große Geschenke von Gott, vom Herrn. Das allergrößte Geschenk bekam ich 2004, damals, als ich eigentlich am Tiefpunkt meines Lebens war. Eine zerbrochene Eishockey-Karriere, die ich eigentlich vor Augen hatte. Dann auch Beziehungen, die zerbrochen sind wegen Alkoholismus, leichten Drogen, viel Sinnlosigkeit in meinem Leben. Ich versuchte das selber in den Griff zu bekommen, aber ich schaffte das nicht. Nach einer Verhaftung mit 29,5 war ich an dem Punkt, wo ich sagte, wenn das mein Leben ist, dann will ich es nicht mehr. Und es kamen Selbstmordgedanken auf, ich möchte das gar nicht weit ausführen, aber ich habe mich gefragt, mit wem kann ich reden, der mir die Wahrheit sagt. Und meine Gedanken gingen zurück, 16 Jahre, in ein Schulzimmer, Religionsunterricht, ein evangelischer Lehrer, ein bekehrter, wiedergeborener Mann, sehr herzlich, sehr liebevoll. Ich war einer der schlimmeren Sorte in der Religion, das hat mich gar nicht interessiert. Aber er hatte mal etwas gesagt, nämlich wie Christus sein Leben verändert hat. Und jetzt wusste ich, mit wem sollte ich reden. Und er hat sich Zeit genommen, er hat mir nicht viel gesagt, er hat mir einfach gesagt, nimm dir einen Monat Zeit, beginne im Neuen Testament zu lesen von Jesus Christus, was er gesagt und getan hat, und bitte ihn, dass er sich dir persönlich zeigt. Wenn ein Monat nichts kommt, kannst du das Buch wieder weglegen, dann gibt es nichts. Und dieser Satz, der hat mich tief getroffen, dass ich gedacht habe, was ist schon ein Monat? Im Blick auf die letzten 10 Jahre, die wirklich die Katastrophe waren, die Abstürze immer wieder, aber auch im Blick in die Zukunft, wenn da wirklich irgendwie ein neues Leben möglich ist. Wenn es diesen Jesus wirklich gibt, dann will ich es von ganzem Herzen jetzt wissen. Ich begann zu lesen, am Anfang war das mehr Bahnhof für mich, aber dann begann Gott zu wirken, durch sein Wort, durch Begebenheiten, wo ich wusste, es ist kein Zufall. Und die Frage war einfach da, ist das wirklich wahr? Jesus, wenn es dich wirklich gibt, bitte zeig dich mir. Und es ging keinen Monat, der Herr hat sich mir offenbart durch verschiedene Dinge, dass ich mich dann an diesem Juniabend 2004 nach einem Gespräch nochmal mit meinem ehemaligen Religionslehrer dann ganz klar für Jesus Christus entschieden habe. Und das war so gewaltig, diese Wende. Ich bin am nächsten Morgen ins Büro, mein Arbeitskollege, der wusste vom Alkoholproblem, und ich kam ins Büro und ich sagte, ich habe meinen Glauben gefunden. Ich glaube an Jesus Christus, ich habe ein neues Leben, ich bin frei vom Alkohol. Der hat mich mit großen Augen angeguckt, nicht viel verstanden davon, aber er hat schnell gemerkt, der Michael ist wirklich anders. Was habe ich vorhin? Schmutzige Witze erzählt, auch manchmal geflucht. Und jetzt kam oft dieses Wort wunderbar. Und ich konnte eigentlich von nichts anderem mehr reden als von Jesus. Ich war im Außendienst tätig, auch die Kunden haben das erfahren, die haben gesagt, was ist mit dir los? Du hast eine ganz andere Ausstrahlung. Und es kam dann so weit, dass sogar mein Chef, der sich eigentlich darüber gefreut hat, mir dann sagte, du, was ist mit dir? Wo bist du jetzt da hineingeraten? Da rufen Kunden an, der neue Heiland sei unterwegs. Ja, das Thema, es wurde schon genannt, von Gott gerufen und berufen.
Und dazu möchte ich uns einen wunderbaren Text lesen aus dem Neuen Testament. Für mich einer der schönsten Texte im Neuen Testament steht in Johannes 4, die Verse 1 bis 30. Es ist ein bisschen ein längerer Text, ich möchte aber den ganzen lesen und dann auch noch den Abschnitt Vers 39 bis 42. Also Johannes 4 ab Vers 1. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, wiewohl Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort der Brunnen Jakobs. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Sprach nun die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sprach zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Quell des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Sprach die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, auf das mich nicht dürste und ich nicht herkommen müsse, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus sprach zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du wahr geredet. Die Frau sprach zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten solle. Jesus sprach zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sprach die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus sprach zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete, doch sprach niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist dieser nicht etwa der Christus? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und noch Vers 39 bis 42.
Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um der Rede der Frau willen, welche bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm, zu Jesus kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bleibe. Und er blieb 2 Tage da. Und noch viele mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, wir glauben nun nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Christus, der Heiland oder Retter der Welt ist. Ihr Lieben, hier sind wir mitten im Thema. Von Gott berufen, Jesus bekannt zu machen. Das Evangelium zu verbreiten. Am Beispiel der Samariterin. Ich möchte eine kurze Hinführung zum Thema machen, zum Begriff Rufen, Berufen, Ruf, Berufung. Und warum Gott uns ruft. Im Alten Testament finden wir das hebräische Wort Kara mit der Grundbedeutung durch die Stimme die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Kontakt aufzunehmen. Gott ruft Adam in der Kühle des Tages, 1. Mose 3, Vers 9. Er ruft Mose mitten aus dem Dornbusch, 2. Mose 3, Vers 4, und beruft ihn zum Führer des Volkes Israel. Gott ruft Samuel und beruft ihn zum Propheten, 1. Samuel 3, Vers 4, und viele, viele andere. Warum ruft Gott uns Menschen? Der erste Mensch, Adam, das lesen wir ganz am Anfang der Bibel, wurde geschaffen von Gott zur Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Aber dann gelang es Satan durch List, dieses erste Menschenpaar zur Sünde zu verführen. Kann man nachlesen, 1. Mose, Kapitel 3. Ihr Lieben, als dieses erste Menschenpaar sich gegen Gottes Gebot entschied und der Lüge Satans folgte, da zerriss diese Beziehung, dieser Lebensfaden nach oben. Und die Beziehung zu Gott war tot. Der Mensch getrennt von Gott. Ihr Lieben, wenn der Mensch von Natur aus bei Gott wäre, dann müsste Gott uns nicht rufen. Aber er ruft uns, weil wir von Gott abgekommen sind. Die Sünde trennt von Gott und führt ins ewige Verderben. Darum kam Jesus. Und Jesus Christus war bereit, die Sünde der ganzen Welt auf sich zu nehmen und so qualvoll für dich und mich in den Tod zu gehen. Er, der nie gesündigt hatte, er, der die Strafe nicht verdient hätte. Wir hätten sie verdient. Wir haben gesündigt. Aber er war bereit, an deiner Stadt den Tod auf sich zu nehmen. Er ging aus einer glühenden Retterliebe ans Kreuz. Aber er blieb nicht im Tod, sondern der himmlische Vater hat dieses Opfer angenommen und bestätigt, indem er seinen Sohn am 3. Tag auferweckte und zum Retter der ganzen Welt bestimmt hat. Und Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung Satan, Sünde und Hölle besiegt. Und er ist der Einzige, der eine von Gott getrennte Menschheit wieder mit Gott verbinden kann. Im Neuen Testament finden wir das griechische Wort Klesis. Es kommt 11 Mal vor und bedeutet Ruf, Berufung, Einladung. Es geht um diesen göttlichen Ruf an alle Menschen. Seine Einladung zum Heil und zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Der göttliche Ruf zur Errettung ist in 2. Timotheus 1, Vers 9 ein heiliger Ruf. Und Gott ruft auch heute Abend in diesem Saal. Es ist ein heiliger Ruf. Hebräer 3, Vers 1, eine himmlische Berufung. Wenn man Ja sagt, bucht man sozusagen den Himmel heute Abend.
Alle, die dem Ruf Gottes folgen, das heißt, ihre Sünden Jesus bekennen, in einem einfachen Gebet ihn aufnehmen, in dem Moment wird die ganze Schuld, die dich trennt von Gott, ausgelöscht und Jesus kommt durch den Heiligen Geist in dein Leben hinein. In diesem Moment wirst du von Neuem geboren. Du bekommst ein ganz neues Leben und eine Kraft, ein verändertes Leben zu führen. In dem Moment gehörst du zur weltweiten Schar der Erlösten, zur Gemeinde Jesu. Im Griechischen Ekklesia, die Herausgerufenen. Herausgerufen aus der Macht des Satans, aus der Sünde, aus dem Tod, hinein in die Gemeinschaft mit Jesus, dem Sohn Gottes. Paulus spricht in 1. Korinther 1, Vers 9 über diese erste und höchste Berufung. Dort sagt er, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und hier steht dieses Wort Kaleo, rufen, berufen. Und das Neue Testament zeigt uns so wunderbar, wie Jesus vor 2000 Jahren Menschen wie dich und mich herausgerufen hat in seine Nachfolge. In Markus 3, Vers 13 und 14 können wir das so wunderbar nachlesen. Hier steht, Jesus ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Vers 14, und er bestimmte 12, dass sie bei ihm sein sollten. Das ist die absolute, größte und erste Berufung. In die Gemeinschaft mit ihm. Bei Jesus zu sein. Zu seinen Füßen. Und als Gläubige, dass wir jeden Tag Gemeinschaft mit Jesus pflegen, indem wir sein Wort lesen, zu ihm beten, ihm alles bringen können, dass wir bei ihm sein sollten. Das ist die höchste und erste Berufung. Und erst jetzt kommt das Zweite, und darüber geht es heute Abend ja auch, oder darum geht es ja auch heute Abend, dass er sie aussandte, zu verkündigen. Das heißt, ihn bekannt zu machen. Jesus bekannt zu machen. Gottes Berufung ist mit Pflicht und mit Dienst verbunden. Welches ist eigentlich der wichtigste Dienst? Oswald Smith, er hat einige sehr gute, inspirierende Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Glühende Retterliebe oder Der Mensch, den Gott gebraucht. In diesem Buch schreibt er, je länger ich die Schrift erforsche, desto stärker bin ich davon überzeugt, dass es die wichtigste Aufgabe der Gemeinde ist, verlorene Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Das ist immer noch der wichtigste Auftrag, der wichtigste Dienst. Zusammengefasst, Jesus ruft seine Leute aus den bisherigen Bindungen heraus. Stefano hat es erzählt, sogar aus dem Job. Er hat einen super Job. Er hat gutes Geld verdient. Er hat sich die Zukunft so sichern können. Aus dieser Verbindung heraus, er war schon ein Christ, aber es war eine Verbindung, wo er dann herausgerufen wurde, jetzt nicht in seine Nachfolge, aber in einen Dienst vollzeitlich Jesus zu dienen. Und so beruft Jesus auch heute Abend, da bin ich davon überzeugt, dass er heute Abend Menschen aus den bisherigen Bindungen herausruft in seine Nachfolge und sie eben auch beruft zur Verbreitung des Evangeliums. Ich bin davon überzeugt, jeder Christ ist von Gott berufen, Jesus bekannt zu machen, Menschen für ihn zu gewinnen. Denn Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 37 und Lukas 10, Vers 2, die Ernte ist, wie ist die Ernte? Groß. Aber, das sagt Jesus, wenige sind der Arbeiter. Und ihr lieben jungen Männer und ihr lieben jungen Frauen,
Jesus braucht heute gerade dich, um sein Reich zu bauen. Hier in Dübendorf, aber vielleicht auch in einem fernen Land. Die Schweiz, Deutschland, ja die ganze Welt braucht Missionare, Missionarinnen, Evangelisten. Es soll auch aus der jungen Generation ein Heer herauswachsen, die andere für Jesus gewinnen. Ich habe mal gelesen, dass etwa 2% der Schweizer wiedergeboren sind. Wir haben ja 8, weiß ich wie viel Millionen Einwohner. Wenn ihr das mal ausrechnet, das sind über 8 Millionen Verlorene. Auf der breiten Straße ins ewige Verderben. Darum, ihr lieben jungen Leute, dieser Abend heute ist dazu da, dass du dich ansprechen lässt vom Herrn aller Herren, Jesus Christus. Vielleicht möchte er gerade dich herausrufen, den Job an den Nagel gehängt haben, um dich zurüsten zu lassen für einen vollzeitlichen Dienst für Jesus. Vielleicht unter den Kindern. KEB macht eine super Arbeit. Stefano hat da ein Intensivtraining in Deutschland absolviert und viel dabei gelernt. Wir dürfen uns zurüsten lassen. Ich selber habe eine Bibelschule gemacht. Ich kenne aber auch Prediger, die keine Bibelschule gemacht haben. Einfach mit einem brennenden Herzen die Bibel studiert und das Wort weitergegeben haben. Aber wie gut, wenn wir die Möglichkeit haben, eine Bibelschule zu machen. Jetzt zu diesem Text, den ich gelesen habe. Jesus und diese Frau am Jakobsbrunnen. Ihr Lieben, Jesus wählte einen Weg damals, den eigentlich kein vernünftiger Jude damals ging. Also wenn wir uns vorstellen, da oben ist der See Genezareth, hier unten das Salzmeer. Jetzt muss ich gut überlegen, dass ich es richtig erkläre. Da das Salzmeer, da Jerusalem. Und dann hier ist Samarien. Und ein Jude ist nicht vom Norden durch Samarien nach Jerusalem gegangen, sondern sie sind über Peräa gegangen, über den Jordan auf der anderen Seite und dann unten wieder rüber und so nach Jerusalem. Warum? Warum haben sie einen großen Bogen um diese Gesellschaft Samariens gemacht? Es war eine tiefe Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern. Aber wir lesen, Jesus ging durch Samarien. Hier im Text steht sogar, er musste durch Samarien reisen. Im Griechischen gibt es 2 verschiedene Worte für müssen. Das eine heißt kre, das andere dai. Ich möchte das mal erklären. Das kre ist das sogenannte Lustmüssen. Ich muss jetzt mehr Geld verdienen, um 2-mal im Jahr in den Urlaub fahren zu können. Oder neben meinem Porsche noch einen Mercedes mir zu kaufen. Das Kre, das Lust des Erfolgs müssen. In Lukas 12 erzählt der Herr Jesus ein Gleichnis von einem reichen Mann, dessen Land einen großen Ertrag einbrachte. Und dieser Mann hat so im Selbstgespräch gesprochen, ich muss meine Ställe abreißen und größere bauen, damit ich vorsorge für meine Pension. Und in dieser Nacht spricht Gott zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Wie viele leben heute genauso, auch in der Schweiz? Auch junge Leute. Sie denken überhaupt nicht an die Ewigkeit, nur an das Zeitliche. Am Zeitlichen orientieren sie sich. Sie sind nicht vorbereitet für die Ewigkeit. Es gibt im Griechischen noch ein anderes Wort für müssen, das dai, das schicksalhafte Müssen. Das, wozu ich bestimmt bin, ohne dass ich es will. Das wäre dai, das Müssen Gottes, das wir nicht im Griff haben, das ein Weltmensch mit Zufall beschreibt, der plötzlich eintreten kann, den Unberechenbaren. Das ist dai. Und hier im Text, im Grundtext steht dieses Wort dai. Jesus musste, und er musste auf höheren Befehl, weil seine Augen immer das Angesicht des Vaters sahen.
weil seine Uhr anders ging als unsere Uhr. Er musste als der Sohn der Ewigkeit durch Samarien gehen. Und jetzt kommt das Unerhörte. Wegen einer einzigen Frau. Und hier sehen wir diesen unendlich hohen Wert einer jeden Menschenseele in Gottes Augen. Nicht, weil da Tausende waren, die Erlösung brauchten, nein, wegen einem einzigen Menschen muss Jesus durch Samarien reisen, auf höheren Befehl. Aber dass das uns heute ganz groß wird. Auf diese Nöte, auf dieses Seufzen einer verlorenen Menschheit hat Gott geantwortet in der Sendung seines Sohnes. Das erste Missionswerk wurde nicht in Dübendorf gegründet. Ich denke, das wissen wir alle. Und an keinem anderen Ort auf Erden. Das erste Missionswerk wurde im Himmel gegründet. In Galater 4,4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und Jesus Christus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus bietet uns neues Leben an, neue Kraft. Er spricht von lebendigem Wasser, das nur er geben kann. Er spricht von einer Quelle, die im Menschen entspringt, wenn er sich zu Jesus Christus bekehrt. Wenn er Jesus Christus bewusst in sein Leben aufnimmt. Jesus sagt hier zur Samariterin, Johannes 4, Vers 14, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ruben Archer Torrey, ein amerikanischer Evangelist, er sagte mal über diesen Vers, in diesen Worten liegt eine unvergleichliche Musik, wie eine Musik aus einer weit entfernten himmlischen Welt. Als ich selbst die große Wahrheit erfuhr, die darin zum Ausdruck kommt, wurde sie mir so kostbar, dass ich keine Worte dafür finde. Auch ich kann nicht beschreiben mit Worten, als an diesem Juniabend 2004 Jesus in mein Leben kam. Und ich wusste, den können sie mir nicht mehr nehmen. Seine Liebe in mein Leben hineinkam, die mich bis heute antreibt, motiviert, den anderen von Jesus zu sagen. Was beinhaltet eigentlich das Angebot Jesu? Erstens, Erlösung durch Vergebung. Die Bibel sagt in Kolosser 1, Vers 14, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Parallel auch in Epheser 1, Vers 7. Warum brauchen wir das? Weil jeder Mensch vom Sündenfall her von Gott getrennt lebt. Er wurde schon so in die Welt hineingeboren. Und so wie die Sünde das Leben von Adam und Eva zerstört hat, so ist es noch heute. Die Sünde trägt in allem, was sie anbietet, den Keim des Todes. Und ihr Lieben, ein Leben in der Sünde ist das Bitterste, was es überhaupt gibt. Und wenn ich heute von Sünde rede, dann rede ich nicht von Dingen, die ich gelernt habe. Ich musste es tun. Die Sünde sitzt in unserem Herzen und sie ist wie Treibsand. Jemand hat mal gesagt, einmal drin kommst du selber nie heraus. Und ich habe gehört von einer Reise, wo Leute irgendwie so die Wüste besucht haben und Augenzeugen wurden, wie ein Reiter mit seinem Ross in einen Treibsand hineinkam und in wenigen Augenblicken war Ross und Reiter vom Erdboden verschwunden. So eine Macht hat die Sünde. Wilhelm Busch, er hat es mal so erklärt, ich möchte euch einladen, gut mitzudenken. Jeder Mensch hat von Natur aus eine eiserne Kette um den Hals. Und jedes Mal, wenn ich sündige, kommt da ein Kettenglied dazu. Unehrlichkeit oder Lüge, ein Kettenglied. Frech zu den Eltern, ein Kettenglied. Schlecht reden über andere, ein Kettenglied.
Ein Mann lebt mit einer Frau zusammen, die ihm gar nicht gehört. Heute spricht man von Konkubinat. In Wahrheit lebt man in Hurerei. Ihr Lieben, Gott hat die Sexualität geschaffen als schönste irdische Gabe für die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebzeit. Praktizierte Sexualität außerhalb oder vor der Ehe, die Bibel sagt, es ist Sünde. Ein Kettenglied. Und jetzt überlegt mal, wie lange diese Kette ist, die der Mensch so hinter sich herschleppt. So real ist Sünde vor Gott. Auch wenn man diese Kette nicht sieht, sie ist da. Und kein Prediger, kein Arzt, kein Psychiater kann uns diese Kette abnehmen. Und so schleppt sich der Mensch durchs Leben Richtung Ewigkeit. In Römer 6, Vers 3 sagt der Apostel Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wer in dieser Trennung, ich sage mal, ohne Vergebung seiner Sünden stirbt, erleidet den ewigen Tod, den zweiten Tod. Offenbarung 20, ich glaube Vers 11, der zweite Tod ist der Feuersee. Darum brauchen wir zuallererst und so dringendst Vergebung unserer Sünden. Du brauchst Erlösung. Und genau das bietet dir Jesus an. Wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, das heißt, wenn er seine Sünden Jesus bekennt, wenn er Jesus aufnimmt, dann wird ihm von einem Augenblick auf den anderen seine ganze Sünde, die bis heute sich angehäuft hat, vor Gott ausgelöscht und dann steht er da, wie wenn er noch nie gesündigt hat. Und wenn er Jesus Christus bewusst aufnimmt, dann kommt Jesus Christus in dein Leben hinein. In dem Moment wirst du ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Ab diesem Moment bist du errettet. Aber heute geht es nicht nur um Errettung, dann geht es weiter. Dann sind wir errettet, um Jesus zu dienen. Es war während einer Evangelisation in Deutschland, es war die Gebetszeit vor der Veranstaltung, das hat immer ein Bruder angeleitet. An einem Abend hat das ein junger Bruder gemacht. Und er hat von einer jungen Frau, die nach Houston für, ich weiß nicht wie lange, in einen Missionseinsatz ging. Sie hat ein brennendes Herz eigentlich für Jesus schon gehabt. Aber dann ist sie nach Houston, ich glaube, das ist die viertgrößte Stadt Amerikas. Und dann hatte sie ihm eine E-Mail geschrieben. Und die hat er uns vorgelesen. Und das hat mich so selber berührt, dass ich ihn gebeten habe, darf ich diese E-Mail haben? Ich möchte euch mal vorlesen, was diese junge Frau da schreibt. Eine Reflexion über Houston. Jesus, gib mir deine Augen und dein Herz für diese Menschen. Ein gefährliches Gebet. Genau die Art, zu der wir berufen sind. Als ich zusah, wie ein Hindu vor einem Gott lag, der ihn niemals hören konnte, erhörte Jesus dieses Gebet. In diesem Moment zerbrach mein Herz. Ich sah ein verlorenes Schaf, eine gebrochene Seele, die verzweifelt nach Heilung in der Quelle dieser Zerbrochenheit suchte. Für einen Atemzug stand die Zeit still und ich spürte einen Hauch dessen, was Jesus jeden Moment für uns empfindet. Herzschmerz. So viele Seelen sind so verloren. Es bringt mich um, dass es so lange gedauert hat, bis mir das klar wurde. Aber ich weiß, dass ich den Rest meines Lebens von dieser Erkenntnis leben werde. Ich trauere um diese Menschen, hoffe aber auf die Tatsache, dass Jesus sein Werk hier noch nicht beendet hat. Danke, Jesus, für dein Blut. Eine andere Evangelisation, da kam ein junger Mann, 19 Jahre, im Anschluss in so einen Raum. Wir konnten über alles reden. Er hatte große Probleme, auch mit Drogen schon zu tun. Sein Leben war sinnlos geworden. Und jetzt entschied er sich ganz klar für ein Leben mit Jesus. Und dann wurde er wunderbar verändert.
Etwa vor 5 Jahren war das. Der Herr rief mich ganz deutlich bei der Evangelisation und ich gab ihm mein Leben. Ich erlebte eine Wiedergeburt. Mein Herz brennt seitdem für das Evangelium und ich bin der größte Feind von berauschenden Mitteln geworden. Und der Heilige Geist formt meine Seele Stück für Stück. Alles ist nun anders. 180 Grad Drehung. Mittlerweile sind 5 Jahre vergangen. Ich hatte ihn auch mal mitgenommen zu einer Evangelisation. Mittlerweile ist er verheiratet, Familienvater und ein Prediger in seiner Gemeinde. Das tut Jesus heute. Unter jungen Menschen. In unserem Text steht hier, Jesus ist müde und durstig und setzt sich auf den Brunnenrand. Plötzlich sieht er diese Frau mit schlechtem Ruf zu diesem Brunnen kommen, um Wasser zu schöpfen. Und augenblicklich hat Jesus einen neuen Durst. Nicht einen Durst für seinen Leib, sondern einen Durst nach der Errettung dieser verlorenen Frau. Und sobald die Frau in Hörweite ist, sucht Jesus einen Anknüpfungspunkt. Und er sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Nochmal, eigentlich war er nicht so daran interessiert, Wasser zu bekommen, sondern er will diese Frau von ihren Sünden weg und hin zum Besitz des ewigen Lebens leiten, das nur er geben kann. Wir kommen zu einem zweiten Punkt. Jesus bietet dir das ewige Leben an. Leben aus Gott. Er sagt hier zur Samariterin, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und Vers 10, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Vers 14. Die Samariterin sagt, Herr, gib mir dieses Wasser. Wie oft hatte sie versucht, ihren Lebensdurst in körperlicher Liebe zu stillen. Aber diese innere Leere ist dadurch nicht kleiner geworden, sondern größer. Und genau hier knüpft Jesus Christus an und sagt, geh und hole deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Das ist Seelsorge Jesu. Wie wunderbar überführt er diese Frau von ihrer Schuld und Sünde und öffnet ihr die Augen über ihren verlorenen Zustand. Und weil Gott eben ein Gott der Liebe ist, zeigt er uns nie nur unsere dunklen Flecken in unserem Leben, sondern immer auch die große Möglichkeit eines Neubeginns des Lebens. Herr, gib mir dieses Wasser. Und hier sind wir eigentlich am wichtigsten Punkt heute Abend. Es ist die Stunde Gottes in ihrem Leben. Aber es reicht nicht, dieses Angebot zu kennen, man muss es einmal annehmen. Und bedenkt bitte, diese Samariterin, sie stand dem Sohn Gottes gegenüber. Aber sie wusste es nicht. Sie glaubte, dass es einen Gott gibt. Sie glaubte auch, dass Gott einen Retter senden wird, dass kein Mensch von Natur aus in den Himmel kommen kann. So sagt sie es hier. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Und wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Und jetzt kommt die Antwort, die zum Wendepunkt ihres Lebens wird. Jesus sagt, ich bin's, der mit dir redet. Ich bin der Messias. Das hebräische Wort Maschiach ist das gleiche wie das griechische Christos und bedeutet der Gesalbte. Es ist der Titel des im Alten Testament vielfach verheißenen Retters und wiederkommenden Richters der Welt. Und hier am Jakobsbrunnen offenbarte sich Jesus zum ersten Mal als der Messias vor einer suchenden Frau, als Retter, als Geber des lebendigen Wassers. Zum letzten Mal tat er es vor dem Hohen Rat, vor einer Gruppe, die gegen ihn gestellt war. Und wir werden es gleich sehen.
Hier offenbart er sich als der Messias, der wiederkommt am Ende der Zeit als Richter der ganzen Menschheit. Und ich möchte uns mal damit hineinnehmen in diesen Prozess im Synedrium mit tödlichem Ausgang für Jesus vor dem Hohen Rat. Als sie kein Mittel mehr besaßen, ihn als Verführer und Gotteslästerer anzuklagen, als Verbrecher anzuklagen. Die falschen Zeugen hatten sich pausenlos widersprochen, es war richtig peinlich. Da verlor dieser Hohepriester seine Fassung und er ging einige Schritte auf Jesus zu, streckte seine Hand aus und sagte mit beschwörendem Ton: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Matthäus 26, Vers 63. Und ihr Lieben, hier war dieser herausfordernde Begriff gefallen. Sohn Gottes. Sohn Gottes bedeutet Erlöser der Menschheit. Sohn Gottes bedeutet Schöpfer, Erhalter und Vollender des ganzen Universums. Sohn Gottes bedeutet Sieger über Vergänglichkeit und Tod. Sohn Gottes bedeutet zweite Person der Gottheit. Ja, was würde Jesus sagen? Können wir uns diese Situation, diese Atmosphäre vorstellen? Sie standen da, sie schauten ihn an. Es war eine unglaubliche, spannungsgeladene Atmosphäre. Sie hingen an seinem Mund. Was würde Jesus sagen? Eines war klar, sie mussten auf seine Antwort reagieren. Wenn er sagen würde, ich bin Gottes Sohn, dann gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie erkennen das an und dann müssen sie vor ihm niederfallen, auf die Knie und ihn anbeten und sagen: Oh Gott, du bist der lebendige Gott, der uns besucht hier auf diesem Planeten. Du bist der Messias, der Sohn Gottes. Wir beten dich an. Das war die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, dass sie ihn niederschreien, als Gotteslästerer verurteilen, dass sie ihn ablehnen. Und Jesus tat seinen Mund auf. Und dann sagte er diese schicksalsschweren Worte: Ich bin es. Markus 14, Vers 62. Und er fügte hinzu: Ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und in diesem Augenblick brach der Tumult aus, ihr Lieben. Der Hohepriester zerriss seine Kleider, sie sprangen auf, Zorn entbrannt. Und der Hohepriester brüllte: Er hat Gott gelästert, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Ehrwürdige Männer verloren die Fassung. Sie spuckten ihn an. Sie schlugen ihm ins Gesicht. Sie verhöhnten ihn, sie verspotteten ihn. Und sie schrien: Er ist des Todes schuldig. Die Entscheidung war gefallen, der Gerechte und Sündlose wurde verurteilt zum Tod. Ihr Lieben, ich sage das heute aus einem einzigen Grund. Wenn es um die Person Jesus geht, dann gibt es auch für uns nur zwei Möglichkeiten. Und an ihm entscheidet sich unsere Zukunft. Himmel oder Hölle. Auch wir können nur zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Entweder Jesus ist das, was er in aller Öffentlichkeit damals gesagt hat, nämlich der Messias, der Christus, Retter und kommende Richter der Welt. Oder er war ein Betrüger, ein Größenwahnsinniger. Wenn Jesus gelogen hat, dann müssen wir ihn ablehnen, gegen seine Lehre vorgehen. Aber wenn er die Wahrheit gesagt hat, dann müssen wir uns vor ihm niederbeugen. Und da muss man sagen: Jesus, wenn du Gott bist, wenn du diese einzige Türe bist, der eine Weg, die einzige Wahrheit, das wahre Leben, wenn du das alles bist, dann will ich dir nachfolgen. Und Jesus sagt: Ich bin es.
Und mit diesem Ich bin es begegnete er der Samariterin am Jakobsbrunnen. Und mit diesem Ich bin es begegnet er uns Menschen des 21. Jahrhunderts. Er kam vor 2000 Jahren als Retter und vollbrachte eine Erlösung, die für alle Menschen ausreicht. Und ich will dir heute sagen, Jesus starb dort am Kreuz für dich und für mich. Er hing dort stellvertretend für dich. Er hat das alles für dich getan. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit auch du gerettet werden kannst, ewiges Leben durch den Glauben an ihn, durch eine bewusste Entscheidung für Jesus, ewiges Leben empfängst. Ihr Lieben, damit hat unser Leben hier eine ganz große und unwiederbringliche Chance. Hier auf Erden fallen die Würfel. Gott selber lässt aber jeden Menschen wählen und er respektiert auch die Wahl. Die Entscheidung liegt bei jedem selber. Gott hat sich schon lange für uns entschieden. Er hat Ja gesagt zu uns, trotz Sünde, trotz Rebellion, trotz Gleichgültigkeit. Als Jesus Christus auf Golgatha starb, da hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Und da haben sich die Tore des Himmels geöffnet. Und jeder Mensch darf kommen. Gottes größter Wunsch ist, dass alle Menschen gerettet werden. Am Beispiel der Samariterin sehen wir die ganz normale Reaktion, wenn ein Mensch dieses Heil empfangen hat. Sie geht und sagt es weiter. Sie vergisst Hunger und Durst, lässt ihren Krug stehen und wird Missionarin Gottes. Durch ihr Zeugnis kommt eine ganze Stadt mit Jesus in Kontakt. Und nachdem er 2 Tage dort geblieben ist, lesen wir noch einmal den Schluss. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist, der Christus. Ja, Jesus bietet dir mehr Vergebung, ewiges Leben und dadurch die Kraft, ihn zu verkündigen. Die Kraft des Heiligen Geistes, um andere Menschen für ihn zu gewinnen. Ich komme zum letzten Punkt. 3. Jesus schenkt die Kraft, ein verändertes Leben zu führen. Missionare, Missionarinnen. Ihn zu verkünden. Und schon hier und jetzt beginnt das ganz Neue. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ein ganz Neues ist geworden. Und dann steht, dass Jesus uns berufen hat zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und wir finden einige wunderbare Berufungsgeschichten in der Bibel. Ich habe Samuel erwähnt, Jesaja. Er ist der Heiligkeit Gottes begegnet, Jesaja 6, dass er ausrief, ich bin verloren, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und so weiter. Aber er erlebt in dieser Stunde die Vergebung seiner Sünden und er hört dann, wie Gott spricht. Jesaja 6, Vers 8, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Da sprach Jesaja, hier bin ich, sende mich. Oder Petrus, er erlebte es, diese Macht Jesu, am helllichten Tag auf den Befehl Jesu, er soll die Netze auswerfen, das macht eigentlich kein Fischer am helllichten Tag. Aber dann erlebt er die Macht Jesu, die Netze waren voll. Und Schrecken erfasste Petrus, dass er vor Jesus niederfiel und sagte, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus sagte, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen gewinnen. Jesus sagt, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Und ich komme zum Anfang zurück. Lieber junger Mann, liebe junge Frau, vielleicht ruft Jesus gerade dich heute, vielleicht zum allerersten Mal, der Ruf Gottes zur Errettung. Dann komm doch,
Tu den Schritt heute Abend über die Grenze. Ich möchte gleich im Anschluss, das geht ganz schnell, das einfach mal erklären, was die Bibel darüber sagt. Und wenn du das verstanden hast und wirklich möchtest, dann können wir gemeinsam im Gebet zu Jesus kommen. Ich kann ein Gebet vorsagen, wie wenn ich es machen würde. Und du darfst dieses Gebet auch so Jesus sagen. Habe ich schon oft erlebt. Jesus nimmt das ernst. Und es gibt ein Gebet, das Gott immer erhört, wenn es um Errettung der Seele geht. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber lieber Mann, liebe Frau, die du schon bekehrt bist, vielleicht ruft dich Jesus heute ganz neu in eine Ganzhingabe. Bei der Bekehrung, das hat Werner Heukelbach mal gesagt, bekommen wir den Heiligen Geist. Bei der Ganzhingabe an Jesus, alle Bereiche des Lebens, bekommt der Heilige Geist mich. Vielleicht ist das heute bei dir dran. Und vielleicht brennst du schon für den Herrn, dienst ihm von ganzem Herzen. Hier im Bereich vom Mitternachtsruf, das ist wunderbar. Es braucht solche Leute, auch in Zukunft. Aber vielleicht will dich Gott in ein Land schicken, wo es nur ein schwaches Zeugnis für den Herrn gibt. Dass du dich zubereiten lässt und dann auch senden lässt von der Gemeinde hier in einen vollzeitlichen Dienst im Ausland. Ich fasse zusammen, von Gott gerufen und berufen, mit den Versen aus Markus 3, 13 und 14. Dort haben wir gelesen, Jesus stieg auf einen Berg, symbolisch heute fürs Maranatha hier. Er ist heute hier. Im Maranatha, das heißt übrigens, der Herr kommt. Wir werden jedes Mal erinnert, er ist nahe. Es könnte heute sein, wo er die Gläubigen entrückt. Symbolisch fürs Maranatha. Und er berief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestellte 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, das Evangelium zu verkünden. Gottes größter Wunsch ist es, dass alle Menschen gerettet werden. Und zum Abschluss noch das Zeugnis von John Mott, langjähriger Präsident vom CVJM in den Vereinigten Staaten. Das ist eine Arbeit unter Jugendlichen. Und von ihm heißt es, er war ein Mann mit ganz besonderer Hingabe. Er hat so viele Menschen zum Dienst für Jesus motiviert. Er hat so viele Menschen durch seinen brennenden Zeugendienst gerufen und für die Mission willig gemacht. Als er von seiner ersten Missionsreise zurückgekehrt war, sagte er mit feurigem Herzen, Leute, meldet euch für die Mission. Wir brauchen noch Missionare, viele Missionare. Die Welt stirbt ohne Christus. Als er von der zweiten Missionsreise zurückkam, hat er eine ganz neue Botschaft, eine andere Vision, ein anderes Thema. John Mott sagte, wir brauchen inländische Mitarbeiter. Wir müssen die besten Leute aus unseren Gemeinden zubereiten und aussenden. Nur die Besten sind dazu zu gebrauchen. Mit denen müssen wir dann draußen die Leute schulen. Wir brauchen inländische Mitarbeiter. Wir brauchen sie zu Tausenden. Sie kennen die Sprache schon, sie können das Klima besser vertragen und leben viel, viel billiger als wir. Wir brauchen sie zu Tausenden, damit die Länder durchdrungen werden mit der Botschaft von Jesus. Als John Mott von seiner dritten Missionsreise zurückkam, hat er wieder ein ganz anderes Thema, eine andere Vision. Er sagte, die Evangelisation der Welt ist keine mathematische Frage, sondern eine Frage der Kraft. Ein paar Menschen voll Heiligen Geistes stoßen jede Berechnung um. Einige Leute voll Heiligen Geistes stoßen jede Berechnung um. Ich wünschte mir, dass die Hälfte von euch, die ihr schon gläubig seid, heute Abend einen Impuls von Jesus bekommen. Dass er ihm sagt, Herr, sende mich. Ich will gehen. Gebrauche mich. Mein Leben gehört dir. Du kannst damit machen, was du möchtest. Für die, die noch nicht gerettet sind und heute gemerkt haben, es ist schon interessant.
Also das wäre ja gewaltig. Neue Kraft. Leben aus Gott. Das möchte ich. Wenn du schon bekehrt bist, aber vielleicht irgendwo abgewichen bist, Jesus nicht mehr im Zentrum ist, vielleicht andere Dinge viel wichtiger geworden sind, ist heute Abend eine ganz große Gelegenheit, einen Neuanfang mit Jesus zu machen. Da möchte ich dir Mut machen. Nenn die Dinge, die Jesus, die der Heilige Geist dir zeigt, die er nicht mehr in deinem Leben als Christ haben möchte, damit er dich neu erfüllen kann und du wirklich aus seiner Kraft Menschen, viele Menschen für Jesus gewinnen kannst.